Alles zu sehen auf Schloss Schleißheim, wo es bei Kunst und Krempel ja vielleicht gleich Luftsprünge gibt. Vor Freude sollte sich herausstellen, dass der Besitzer dieser Gemälde mit seiner Einschätzung richtig liegt. Das ist was Besonderes. Das ist jetzt keine Kaufhauskunst. Ne? Das ist schon irgendwas wirklich Spezielles. Und das Format ist schön, die Farben sind schön. Das ist wirklich, wenn man das so anschaut, ganz fein gemalt. Und wie gefällt es dir? Ich finde die wunderschön, weil solche Bilder, die findet man nicht oft. Also die passen auch überall rein eigentlich. Ja. Wo hingen die denn bei Erna? in der Küche. Wahrscheinlich nicht der optimale Ort, ne? Weil da wird ja doch ab und zu ein bisschen was kocht und so. Und ich überlege, ob ich es woanders hin tue. Mal schauen, was damit passiert jetzt. Hallo, guten Abend. Ja, 2 Bilder. Was gibt's zu erzählen? Ich habe die aus einer Haushaltsauflösung erwerben können. Ja. Auf der Rückseite steht Johann Georg Edlinger, 1794. Ja. Und mir haben die einfach sehr gut gefallen, die beiden Herrschaften so nebeneinander. Ja. Und konnte die dann kaufen. Und jetzt hängen die bei mir zu Hause und bin hier. Vielleicht können Sie mir ein bisschen mehr dazu sagen, wer denn die beiden sind. Was haben Sie gezahlt? 50 € pro Bild. Pro Bild 50 €. Gut. Und der Zustand war schon so, wie Sie es... Ja, ich habe da nichts verändert dran. Nicht verschlechtert und nicht verbessert. Ich Ja, habe die so gelassen, wie sie waren. Na gut, das sind auf jeden Fall 2 Porträts des ausgehenden 18. Jahrhunderts, über die wir vielleicht ein bisschen was erzählen können. Ne? Ja, also Edlinger war ein Maler, der hier in München recht bekannt ist, aber selten ausgestellt. Der schlummert in den Depots der großen Museen. Edlinger stammte aus Graz und war nach einer längeren Wanderung nach München geraten und war hier berühmt dafür, dass er in Windeseile von einem Tag auf den anderen Porträts malen konnte. Und diese Eigenschaft dieses Fapresto-Malens, die hat er in den Vordergrund gestellt und war berühmt dafür. Denn schnell malen kann jeder, aber treffsicher und gut dabei malen, das konnte er doch ganz vernünftig. Und seine Gemälde zeichnen sich immer durch dieses mittlere Format auf. Er hat nur ganz wenige Ganzfigurenporträts geschaffen. Er war sogar Hofmaler am Hofe Max des III. Joseph. Und er hat dann noch bis in das frühe 19. Jahrhundert hineingearbeitet. Besondere Aufmerksamkeit in den letzten 20 Jahren hat er deshalb gefunden, weil es wurde ein Porträt seiner Hand gefunden, das Wolfgang Amadeus Mozart darstellt. Ein Bild, das mittlerweile von allen Leuten auch akzeptiert worden ist. Das hat ihn wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Was wir hier sehen, ist ein, würde mal sagen, Kaufmannspaar. Ein sehr aufgeweckter, schon hochstirniger, elegant gekleideter mittelalterlicher Mann mit seiner ebenfalls mittelalterlichen, schon ziemlich geschmückten, das heißt den Reichtum oder das Wohlstand der Familie dokumentierenden Frau zur Seite, ganz im Stil der Zeit eben knapp vor 1800. Und auf eine Art und Weise gemalt, die durchaus zeigt, dass er auch das kann, was den Porträtisten so auszeichnet, das Psychologisieren, das Festhalten, was ist da für ein Charakter Er hat dahinter. immer bei seinen Gemälden eine überraschende Wendung oder ein bestimmtes Charakteristikum, sodass die Porträts fast wie Fotografien aussehen. Das ist hier der Fall durch das Aufreißen der Augen, was ja Aufmerksamkeit schafft oder Aufmerksamkeit signalisiert, hat er diesen Kunstgriff, den Betrachter in dieses Porträt mit einzubeziehen. Sie ist hochmodisch in Gewändern des sogenannten Directoire gekleidet. Das ist eine Epoche, die ist ein paar Jahre später als dieses Gemälde eher auch hochelegant dieses übergeschlagene Weste mit diesem Strich- und Punktmuster fast wie Op-Art aussieht. Und dass er ein Kaufmann ist, erkennt man am Buchrücken dieses großen Kassenbuches, das ganz links noch zu erkennen ist. Das Ovalformat ist ungewöhnlich. In München gab es einen Buchhändler Strobel, der hatte Edlinger den Auftrag gegeben, alle Zeitgenossen
Zeitgenossen, also nicht nur die berühmten Zeitgenossen, sondern die bemerkenswerten Zeitgenossen in Ovalporträts festzuhalten. Diese denkwürdigen Bayern hatte Strobel in seiner Buchhandlung ausgestellt. Und die waren dann aber auch noch einmal durch Stiche vervielfältigt. Darüber gibt es seit kurzem auch Publikationen. Und diese zeitliche Nähe 94 und diese Strobel-Galerie, die alle Stände zeigt, das passt zeitgeschichtlich und geistesgeschichtlich ganz gut zusammen. Dass die beide auch ein bisschen was los haben. Also sieht man ja nicht nur an ihrem Schmuck und an ihrem Kleid, sondern auch an dieser wunderbaren Dose, die er da in der linken Hand hält. Offensichtlich eine Email-Golddose für Schnupftabak oder Ähnliches. Und eben durch den Hinweis dieses Buchrückens, das sind seine Geschäftsbücher zwischen Jänner und Juli 1794. Was ich wirklich kritisieren möchte und muss und wo Sie jetzt einen großen Auftrag bekommen und ich hoffe, Ihre Tochter oder Nichte wird Sie daran erinnern, ist der Zustand. Diese Bilder leiden, es sind Absplitterungen, Dinge, die man alle wunderbar reparieren kann. Sie sind aufgrund der Tatsache, dass sie praktisch nichts gezahlt haben, verpflichtet dazu, diese Bilder herzurichten. Das kostet pro Bild ein paar hundert Euro. Sie haben 50 Euro pro Bild bezahlt. Wenn Sie dann fertig sind, Sie können uns ruhig in diesen Rahmen lassen, haben Sie ein paar Bilder des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die heute ca. 5.000, 6.000 Euro wert sind. Und das zahlt sich aus. Versprochen? Ja, okay. Ich kümmere mich drum. Gut, dann danken wir sehr und wir werden es überprüfen, ob Sie es gemacht haben. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Bild. Dankeschön. Von der Küche raus, Ja, das auch. vielleicht woanders hier. Das auch wäre wahrscheinlich sinnvoll, gell? Dass man die Sonnenlichtgeschützt hängen sie schon. Ne? Also da habe ich schon drauf geachtet, aber Küche ist halt nicht der optimale Raum für sowas. Das ist mir schon bewusst. Aber die Ecke war so schön. Ja, ich habe die übers Eck aufgehängt und es hat wirklich irgendwie, da hing bisher nichts. Die können da runter gucken. Mal schauen, ich finde sicherlich auch einen anderen Platz dafür.